Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft. Halloween-Zeit hat angefangen, also fängen auch Horrorfilme an. Tja, am was werden wir als Horrorfilm dann nur an den Oktober starten? Das fand der Lohai raus. Für dich schon mal ein großes Merci an Kinepolis für die Unterstützung von diesem Video. So, also, die Halloween-Zeit hat wie gesagt angefangen an Smile war dafür gucken an. Die Film kennt ja eigentlich dann nicht besser an die Zeit hier passen. So, und ich muss gestehen, es sind ein ganz großen Horrorfilm-Fan. Ob das von denen allen John Carpenter-Filmen ist oder Ash vs. Nicht Ash vs. Evil Dead, mehr Evil Dead, die alle Evil Dead Sachen vom Sam Raimi. Es sind eben ein großen Horrorfilmliebhaber. An der Winter kann ich mir doch nicht entgehen lassen, Horrorfilme an den Kino gucken zu gehen. Leider stellt den immer fest, dass ein Horrorfilmgenre relativ, ja wie soll ich sagen, es gibt sich ziemlich einfach gemacht. Bon, lo als Smile am Kino, es sind nicht ganz kritikfrei für die Filme. Es schon nicht schlecht fand, aber du war denke ich nach potenziell do gewirrscht. Also für dich Film mal anzufangen, der Film baut eine interessante Stimmung auf. Ja, einfach sich, wenn sich Leute hinstellen, an ihn einfach ugrinsen, an so ein Grinsen, was so ein Unwohlsinn verspricht. Damit kann ich Englisch am Horrorfilmgenre ganz gut schaffen. Und du siehst ganz flott Aspekte drin. Und ich weiß nicht, ob ich das so zusammenräumen, aber ich fand, hat sich ein bisschen inspiriert gehen und Künstler wie ein Ari Aster oder auch ein Jordan Peele. An die ganze Story, die ganze Herangehensweise von dem Film hat mich dann ein bisschen, oder von der Thematik, von der Grundidee ein bisschen an It Follows erinnert. Aber wirklich, die Sache sie drauf ugerast. Ich hatte so das Gefühl, die Sache schwirren so ein bisschen matt, die waren ein kleinen Teil und Inspiration da gewirrscht. Aber also ich denke, sie nicht um da vergleichen. Und somit gibt dann hier auch eine ganz interessante Stimmung abgebaut am Film, die ihn wissen will lassen, was hier los ist. Und schon die ganze Zeit gehofft, hoffentlich könnt auch irgendeine Erklärung oder eventuell auch gut keine Erklärung, ihn einfach am Freien schwirren lassen. Hat vielleicht auch etwas gehabt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich eine Erklärung aufgeliefert. Die fand ich ganz interessant. Also es war eine ganz spannende Erklärung, eine ganz schlüssige Erklärung, etwas, was relativ tiefgründig dann auch gegangen ist. Und dann muss ich sagen, komme ich leider zu dem engen oder anderen negativen Punkt, den mir dann aber nicht so ganz gefallen hat. Wie gesagt, ich bleibe nur beim Schluss. Der Schluss ist, ja, ich will ja nicht so, was passiert, aber für mich war da der Punkt gewirrscht, wohin hat könnte sagen, dass wir einen guten Aufschluss gewirrscht, dass wir sinnvoll gewirrscht, aber komischerweise wird dann ein Twist angebaut, wohin sich schon während dem Gucken denkt, kann sein, dass du den Twist könnt, dass wir aber trotzdem ein bisschen vorhersehbar gewirrscht. Und genau das passiert dann noch. Und das ist auch das, was mich in dem Film hier dann auf verschiedene Punkten aber steuert. Ich habe, wie gesagt, verschiedene Parallelen zu großen Regisseuren gesehen, die eine ganz spannende Herangehensweise in den Film haben. Und auch das ist halt probiert gehen, aber nicht mit dem Feingefühl, wie das gebraucht hat. Unter dem Strich geht dann aber von Jumpscare zu Jumpscare gesprungen und das vorhersehbar geht dann aber so umgesetzt. Und das ist das, was ich dann so schwer fand, weil ich die Idee interessant fand. Du fangst, also die Herangehensweise am Anfang konnte ich interessant fand und dann flacht das Ganze aber ein bisschen auf. Das ganze Thema will dann irgendwann Stress vermitteln, also das persönliche Stress mit Trauma, die nicht verschafft gesehen, da sehen sich mit verschiedenen Sachen an den Leben muss auseinandersetzen, weil das so einfach nicht gesund ist. Das ist so der Grundteppich, den du so mitschwirft. Es hat einen schönen Aufschluss von, so wie es dann irgendwann ist, und da gibt es so ein ja,
so aufgerappt und da sind wir aber bei einem relativ Standard Horrorfilm. Das muss noch nicht schlecht sein, ist schon auch ehrlich gesagt so ein bisschen so guilty pleasure für so Standard Horrorfilme. Aber das ist schön, weil du eben mehr dran gewirrscht wirst. Das ist ein interessanter Film, also ein flotter Film für den einer Kollegin am Kino gucken zu können. Ich kann mir vorstellen, dass du ganz viele Leute für die Halloween-Zeit ganz viel Spaß an dem Film werden. Und natürlich gesehen in überall Videos, wo Leute so, oh, wie schrecklich der Film ist. Und wie schockierend das war. Ich konnte nicht gucken. Und ja, also ganz ehrlich, so extrem schlimm ist es dann aber nicht, weil der sprangt halt von Jumpscare zu Jumpscare. Der wisst du, wie das funktioniert. Du kannst eine Szene an der Menge passiert etwas und da passiert für dich nichts. Die Musik baut sich aber nicht, wenn das die Musik aus und passiert nichts und passiert nichts und dann BAM! Ja, also das ist keine grosse Kunst, leider. Du wird da einfach mal raufgebracht, ich meine, wir sind relativ sehr fertig mit dem ganzen Thema, raufgebracht, also ein spaßiger Film für die Halloween-Zeit. Du kann ihn sich affären, du kann ihn lachen, aber leider ganz tiefgründig hätte es könnte gehen, geht es dann aber trotzdem nicht. Aber das muss ja nicht schlecht sein, trotzdem werden wahrscheinlich viele Leute ihre Spaß haben. Heinz, du hast auch über mich selber müssen lachen, weil sie mich dann aber gekriegt haben, weil ihnen dann, da sitzt ihr dann da und dann denken ich mal so, ja, ich weiß, dass ich einen Jumpscare kann. Ich weiß, ja, dass du etwas können und dann feiern die aber. Dann haben sie ihn aber gekriegt. Dann haben sie ja aber ein bisschen etwas richtig gemacht. Aber, wie gesagt, könnt ihr stehen, könnt ihr gut zusammen lachen. Ja. Da ging es so und da so mal, wer dir dann von dem Film hier gehalten hat, aber was sind eure Lieblingshorrorfilme? Das ist auch ein ganz interessant Frage. Was ist ein Film, den ich muss gucken, wo ich vielleicht dann auch eine Bewertung noch dazu kann aufgehen, aber den ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Vielleicht hat er ja irgendeinen Geheimtipp für mich, den interessant kann gehen. Voilà. Und in dem Sinn ging ich so verabschiede ich mich und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß am Kino. Mit dem Film Smile.